ganzes herzliches Hallo. Schön, dass du da bist beim Podcast Herausforderungen leichter meistern und Lebensfreude gewinnen. Heute geht es um das Thema, warum deine innere Freiheit dir die äußere Freiheit gibt. Mein Name ist Pierina Steiner, Happiness Flow Coach und Hypnosetherapeutin. Seit einer Woche haben wir Schweizer wieder ein grosses Stück Freiheit zurückbekommen. Die Restaurants sind wieder offen, Veranstaltungen dürfen stattfinden. Auch ich habe mich riesig gefreut natürlich drauf und bin mit Freunden wieder ein feines Essen im Restaurant geniessen und freue mich auch, mich wieder ein bisschen freier zu bewegen. Ich bin überzeugt, dass es dir genauso geht. Denn wir hier in der Schweiz geniessen das Recht auf persönliche Freiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit und noch viel Freiheitsrecht mehr. Einige, die demonstrieren gegen die notwendigen Covid-Massnahmen, weil man ein Stück Freiheit hat weggenommen. Ich möchte hier in keiner Art und Weise mich politisch äußern, denn in meinem Podcast geht es ausschliesslich um dich, um dein persönliche Weiterkommen. Es geht mir darum, dass niemand auf die Idee kommt, gegen sich selber zu demonstrieren, gegen die inneren Einschränkungen, die er sich Tag für Tag selber auferlegt und dafür auf Barrikaden geht. Wie zum Beispiel gegen die kreisenden Gedanken um immer die gleichen Probleme, gegen seine Ängste, gegen die einschränkenden Glaubens- und Denkmuster, gegen den Job, den er vielleicht schon ewig lang anödet und nicht glücklich macht. Es wird auch nichts unternommen gegen die eigenen Selbstzweifel, gegen inneren Kritiker und so weiter. All das wird Tag für Tag hingenommen. Doch wehe, es wird uns im Aussen ein Stück Freiheit weggenommen. Dann steigen wir so richtig auf Barrikaden. Wir zeigen Zähne, einige fletschen sie sogar, wie ein wütender Hund. Und es wird monatelang mit jedem darüber diskutiert. Wir beklagen uns über die Einschränkungen, nerven uns und fühlen uns unserer Freiheit beraubt. Und dann machen wir das lästige Coronavirus und den Entscheidungsträger verantwortlich, dass es uns nicht gut geht. Zahlreiche Leute in Depressionen gerutscht sind oder anderweitige Probleme mit sich selber haben. Doch wenn wir für uns im stillen Kämmerlein ganz ehrlich sind, dann sind nicht einfach die anderen die Schuld. Ohne jemandem zu nachtreten. Doch was klar ist, die Ansätze dazu, die waren schon vor dem Corona vorhanden gewesen. Es geht mir nicht um Kritik. Es geht mir lediglich darum, dass ich dich zum Reflektieren anregen möchte. Wie jemand eher negativ taktet war, eher ein Pessimist statt ein Optimist, Selbstzweifel hatte, mit sich selber wenig anfangen oder seine Freizeit nur am Flimmerkasten verbracht hat, am Internet, in den Social Media, demjenigen hat schneller auf die Psyche gedrückt. Und wenn sich halt vor der Corona-Zeit jemand nicht um ein gutes soziales Umfeld gekümmert hat, dann ist die Zeit bestimmt nicht einfach gewesen. Und wenn dann noch Homeoffice dazu ist gekommen, ist es sicher schwierig geworden. Wer hingegen eine gute Resilienz, also eine seelische Widerstandskraft hat, sich mit sich selber beschäftigen kann, eine gesunde Portion Optimismus hat, sich selber gut kennt und sich auch positiv steuern kann, dem ist die Zeit viel leichter gefallen, denn gerade solche Menschen haben die Zeit genutzt, um an sich selber zu arbeiten,
zu reflektieren. Sie haben vielleicht einen Online-Kurs genutzt, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Doch es ist leider einfach eine Tatsache, dass ein Grossteil mehr Mussen lebt. Sich auf die äußere Freiheit fokussiert, statt sich um die innere, geistige Freiheit zu kümmern. Ich meine damit Grenzen und die Einschränkungen, die du dir selber auferlegst. Es sind die Grenzen, die dich im Wachstum hindern, deine Möglichkeiten und Chancen einschränken und dich an der Verwirklichung von deinen Träumen, Vorstellungen von einem erfüllten Leben hindern. Genauso wie in der Bundesverfassung das Grundgesetz vom Land geregelt ist, könnte man sagen, du hast mit dir einen stillschweigenden Vertrag, eine Willenserklärung abgeschlossen über dein Leben. Denn als stillschweigende Willenserklärung gilt zum Beispiel ein Handzeichen, ein klares Körpersignal, Nicken, Kopfschütteln etc. Darum frage ich dich, wie oft gibst du deinem Körper, deiner Psyche negative Körpersignale? Nehmen wir an, du nervst dich ab dir selber oder aber einer anderen Person. Dann verkrampft sich entweder dein Körper, die Muskeln spannen sich an, du schnaubst vielleicht durch die Nase, lässt die Schultern hängen, weil du enttäuscht bist, oder du stressst dich innerlich selber. Meistens gesellt sich dann noch das wunderschöne Gedankenkarussell dazu. Gedanken, die dich noch weiter runterziehen, deine miese Stimmung nur noch verstärken. Wenn du nichts dagegen tust, kann man sagen, du hast gerade dir selber eine stillschweigende Willenserklärung abgegeben, dass es so okay ist. Auch hier, bei so etwas würdest du dich bestimmt im Aussen wehren, wenn du mit einer stillschweigenden Willenserklärung nicht einverstanden wärst. Doch bei dir selber, dann nimmst du es einfach hin. Warum ist das denn so? Da gibt es eine simple Erklärung. Gerade wenn du dich in Stresssituationen befindest, auch inneren Stress durch dich selber verursacht hast, rutschst du ganz automatisch in alte Programme und wirst von denen gesteuert. Von diesen meist unbewussten Überzeugungen. Egal, ob die den Tatsachen entsprechen oder nicht. Es sind Prägungen, die in den ersten Lebensjahren entstanden sind und tief in dir verankert sind. Du nimmst sie gar nicht mehr bewusst wahr, aber sie bestimmen dein Leben Tag für Tag. Ich weiss, dass auch du früher Träume hast. Doch dann ist etwas geschehen, dass deine Träume irgendwie unter deinen eigenen, teils unbewussten Einschränkungen begraben wurden. Für dich können hilfreiche Fragen sein, um diesen hinderlichen Programm auf die Spur zu kommen. Zum Beispiel, woher kommt das, dass ich so bin, wie ich bin? Was hat mich in der Kindheit geprägt? Welche Erlebnisse haben mich geprägt, die mich zum Teil immer noch belasten? Wie reagiere ich auf negative Äusserungen, auf Lebensherausforderungen, auf Probleme jeglicher Art? Bin ich lösungsorientiert? Hinterfrage ich meine eigenen Reaktionen und reflektiere? Kann ich mich nach solchen Ereignissen wieder voll und ganz aufs Positive konzentrieren und optimistisch in die Zukunft schauen? Das sind Fragen, die dir helfen können, dem auf die Spur zu kommen, was
und wo es dich im Leben ausbremst und blockiert. Leider kommst du und dich selber nicht an die tiefen, unbewussten Prägungen aus der Kindheit. Weil erstens, die sind tief verankert, zweitens, weil sie nicht mehr bewusst wahrgenommen werden. Solltest du interessiert sein, dass du nicht mehr die unbewusste Vermeidungsstrategie fährst, die von deinen unbewussten Programmen befreien willst, dann geht es nicht ohne eine analytische, aufdeckende und ausheilende Hypnose. Die packt das Problem an der Wurzel, dort, wo es entstanden ist. Du es nicht verwechseln mit einer suggestiven Hypnose. Denk bitte daran, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und du hast es verdient, dass dein Leben wieder voller Zauber ist. Kraftvoll, voller Schönheit, guten und positiven Gefühlen, die in dir Glücksgefühl auslösen. Dazu kommt dann, wenn es sich für dich von innen gut anfühlt, dann wird aus aussen automatisch schön, egal was im Moment gerade ist. Deine innere Freiheit, die wird nicht das Covid-Virus killen und die auch nicht vor zukünftigen Lebensherausforderungen schützen. Deine innere Freiheit wird dir jedoch helfen, optimistischer, gelassener, angstfrei Herausforderungen zu meistern. Ja, sie wird dein Selbstvertrauen stärken. Du wirst ausgeglichener, zufriedener, glücklicher und das wird sich dann wieder im Aussen zeigen und spiegeln, wo du automatisch positiver durchs Leben wirst gehen und durch das auch erfolgreicher. Solltest du Fragen haben, ein Anliegen zu einem Thema oder welche Art von Hypnose dir wirklich helfen kann, wie die funktioniert, denn Hypnose ist nicht Hypnose. Dann lass uns doch darüber reden und schreib mir an info@speed-flow.ch oder nutze das Kontaktformular. Das findest du unten im Podcast-Beschrieb. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, ja, dann würde mich freuen, wenn du ihn abonnierst und vielleicht hast du auch Lust, den Podcast einem lieben Menschen weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du der Mensch wirst, der du gerne sein willst. Und vergiss bitte nie, dein Leben muss nicht von außen gut aussehen, sondern es muss sich für dich von innen so richtig gut anfühlen. Auf deinen Lebenserfolg, deine Pierina Steiner.